Vi heute sind hier sehr herzlich willkommen zu dem Programm Töp Zingen. Ich freue mich wie frei an, dass du die von der Zeit genommen hast, die das Programm unterstützen, aber auch dass du die Zeit genommen hast, mit Gott einfach die Zeit zu uniten. Und wir wollen von mit ihm Töp Zingen, wir wollen einfach Gott ehren für das, was er getan hat. Und das erste Lied hat einfach darum, weil Gott dankbar sein, Gott danke sei, dass er uns vergeben hat. More dat je niet genoeg leven en dat is grond einfach te zingen en ons daran te erfreuen. Halleluja. God, ik nooi mi vader han. God, ik pracha nog eenmaal mi veelti. Oh, mi veelti. Ik go daar dat drie land. Hoe de juiste mine zijn mi veelti. Oh, mi veelti. Dien vergeven. Es ist heute Honig in mein Müll. Es ist das schönste Leid für mein Uhr. Es ist hell, wo da war. Mensch ons in je boom. Ik wil buiten, wenn man nie geboren wordt. Mir fehlt die, oh, mir fehlt die. Nimm mich nur, der wo da steht. Duck mich in ja Tau, mir fehlt die, oh, mir fehlt die. Dien vergeben, es ist so. Ich würde nicht wollen, dünkt ich worden. Jeder Tag braucht die Not. Das ist der einzige Grund, was wirklich mehr tut ich mir andere Welt. Ich würde nicht wollen, dünkt ich worden. Jeder Tag braucht die Not. Das ist der einzige Grund, was wirklich mehr tut ich mir andere Welt. Ich würde nicht wollen, dünkt ich worden. Jeder Tag braucht die Not. Das ist der einzige Grund, was wirklich merkt, dass ich mich andere Welt. Ich würde nicht werden, dünkt ich worden. Jeder Tag braucht die Not. Das ist der einzige Grund, was wirklich merkt, dass ich mich andere Welt. Den vergeben. Es ist heute Honig in mein Müll. Es ist das schönste Leid für mich nur. Es ist hell, wo da. Den vergeben. Es ist heute Honig
Ut Angst för morgen, ut Furcht und Sorge, rövst du mig då ut. Van glöve färgat, en öppning uppget, bläst du min dys. Wann ich denke, ich zieh nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheid mich, ich vertrau auf dich. Du lass mich nicht allein, du lass mich nicht allein. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Så bliff bei mir schon en dieses ein Echo. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Så bliff bei mir schon en dieses ein Echo. Es ist ein Echo. Zu allen Tiden, wat mich begleiten, wat du mir verspreist, wat du geplant hast, dort wird passieren, was dort es vollbracht. Wann ich denke, ich zieh nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheid mich, ich vertrau auf dich. Du lass mich nicht allein, du lass mich nicht allein. Dine Läufe, die lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Dine Läufe, die lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Sie soll Echo. Sie soll Echo. Wann ich denk, ich zieh nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheid mich, ich vertrau auf dich. Du lass mich nicht allein, du lass mich nicht allein. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Dine Läufe, mir lass mich nie los. Sie bliff bei mir schon der Miese soll Echo. Sie soll Echo. Halleluja, was für ein großen Gott wir haben. Dort heute uns unendlich läuft. Dort ist einfach Grund zum Feiern jeder Tag. Danke sei, dort heute uns niemals abgibt. Also scheint er vielleicht mal nicht so schön jetzt. Und deswegen, der wir am vertrauen. Davon handelt dort Leute, dort wir am vertrauen der als wir nu durch Täler oder durch schöne Tiere gehen, sie nicht genau, recht Amateur und wie der wir am vertrauen. Ik zei met een komf dat die met je noodreikte, dat die met je noodreikte. Und ich reden doch echt voll nicht, willst du lass mich nicht allein, in du allein reikste, in du allein reikste. Wie vertrauen Gott, hopen abziehen, wurde nicht weit. Gott steht vor
fast für immer. Gott ist hier bei uns in heuhaft Gesichten nicht weit. Gott steht fast für immer. Op onbekenden weg. Ik weet du jest voorop. Ik weet du jest voorop. Für mein Hort auf deinem Stich. Will seit deinen Namen drin. Wat du verspreist wat war. Wat du verspreist wat war. Wie verdrühen Gott. Oben abziehen Wurten nicht wollen. Gott steht fast für immer. Gott ist hier bei uns in heuhaft Gesichten nicht voll. Gott steht fast für immer. Gott steht fast für immer. Ewig im Stolz läufst du ans, vollbringst dort, wo du umfängst. Die Name bleibt. Ich weiß, du kämpfst für uns, in unser Hoffnung steht fast. Die allein. Ewig im Stolz läufst du ans, vollbringst dort, wo du umfängst. Die Nome bleibt. Nein, weil du kämpfst für uns, in unser Hoffnung steht fast. Die allein, wie verdrühen Gott, oben abziehen Wurten nicht wollen. Gott steht fast für immer. Gott ist hier bei uns in heuhaft Gesichten nicht voll. Gott steht fast für immer. Gott steht fast für immer. Gott steht fast für immer. Danke, lieber Papa, dass du fast für immer stehst und du ab der wie vertraue Gott. Herr, dass du treu zu uns stehen warst und dass du immer und immer warst mit deiner Leute uns begegnen, Herr. Danke, Vater, für die Möglichkeit hier in diesem Land, dass wir Freiheit haben, dein Wort zu hören, Jesus, dein Wort zu predigen. Ich bete auch, Herr, für die nächsten paar Minuten, Vater, merkt ihr unsere Worte auf und Weg, Jesus. Für den ich danke, Gott, dass wir die neue Wahrheit einfach zu uns nehmen können, Gott, und dass wir mochten die nie erkennen, Vater. Danke, dass wir an die frei sind. Amen. Dankeschön, Micha, für diese schöne Einführung. Da ist die Leute auch Gebet. Und wir sind ganz davon abhängig, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist offenbart hat, was er uns zu sagen hat. Wir können sicher so sein, als wir wollen, wenn er uns das nicht konnte und nicht durch seinen Geist überführt hat, können wir sein Wort nicht verstehen. Viele Menschen haben das Wort Gottes versucht zu erklären. Und immer weiter sind Söhne, die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene überhermerken und dort erforschen und versuchen zu verstehen. Aber ich glaube, so viel als meine Erkenntnis ist, dass wissenschaftlich, wo wir das Wort Gottes niemals verstehen können. Das ist noch mehr die Sache. Erstens einmal, weil es dort durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Folgedessen braucht dort dem Heiligen Geist in uns, um dort weiter verstehen zu können. Ich möchte von dir auch ein bisschen ein Triebleik merken, mal Triebchen. Dort, was mit dem Psalmist passiert ist,
als der mal tjennig wird. Wir sind in 1. Samuel Kapitel 13, wo Gott Trouble hat mit Saul, einen, dem er gesalbt hat, und als tjennig eingesagt hat, war Israel, und wo immer war, dass die Spannungen führen, da den Trouble gab. Und dann kommt er bei der Entscheidung und sagt, ich habe mir einen ausgewählt, der es noch meinen hat. So, als das bei mir binnen ist. Der wird tun, was ich sei, dass er tun soll. Das ist vielmals ein Punkt, wo wir anfangen können, aber dort bleibt nicht dabei, wenn die Einstellung oder die Verstellung all gut sind. So mit David wären all die besten Verstellungen, er wird als Tjennig gesalbt und er wird Tjennig über Israel noch viel schwere Proben und viel schwere Wege, die er durchging, aber er kommt dazu, dass er Tjennig wird. Und ich möchte einmal von du ein bisschen wiedergehen, wo das Volk Israel im Krieg war und wo David einen Tief hat mit Urias seine Frau. Dort war ein großer Zwischenfall bei ihm. Der braucht viel Anhalt in sein Leben nennen. Sehr viel Kampf ab dem Moment ging wieder vor ihm. David hat Ehebruch begonnen. Dort wisst anscheinend über kein Mensch am Ram, was passiert wie wirklich. Was auf einmal ein Tag kommt der Prophet Nathan noch an und verteilt einmal eine Geschichte. Und die Geschichte wird ganz harmlos und ganz einfach, weil sie ist ein reicher Mensch. Und das ist auch einer, der ist ganz arm. Und der bettelarme Mensch, der hat ein kleines Schubchen und der andere hat viel. Aber das ist einer, der pflegt seinen Schub, der kümmert sich dort Schub, dort atmet am Taub, dort schlaft mit am Taub, das ist einfach Teil von der Familie. Weil sie so arm sind. Dann kommt dort so ran, dass das Ricker, der kriegt Besuch, kriegt Jast. Und dann ist dem all dort, was er hat, schon, dem Schlag dabei, weil sie nie Jast, was zu eten geben, und dann gibt er sich diesem armen schlagert seinen Schub und schlagt dort. Und David, der ist ganz aus Nathan am diese Geschichte verteilt. Und dann bereitet er der Mensch, der soll sterben. Sollen Gastürmel ab ihr haben nicht noch einen Lote, dem hat abgeringt worden. Und schickt Nathan am sie an, du bist dort. Du bist dort. Du hast dem Hethiter Urias an die gefährlichste Stadt im Krieg gestoppt, mit dem Entschluss in deinem Hort, dass der sterben soll. Aber das Problem wir nicht Urias, das Problem wir, dass du in deinem Hort und mit deinem Körper einen Tod-Ehebruch begonnen hast. Und willst die sind so amaglich wie, musste Urias mit deiner Sicht aufschaffen. Dort hast du getan. Dann sagt der Herr, was soll er heute tun? Du wen, sei ich nu. Dort du in deine noch kommst, die wollen nie nicht ohne Schwert leben. Dort als willst du mir nicht gehorcht hast, und Urias hast dem Hethiter seine Frau genommen für dich selbst. Und der Herr sagt auch noch wieder, ich war einen großen Schodelote ab die kommen, und von einem deine Familie. Und du warst seine, wo ich deine Frühes von Ferdi, wo wegnehme, und deine Nuba, der jewe war. Die wird ganz offenbar mit deine Frühes leben. Du deutst dort im Geheimen. Aber ich war dort ganz im offenen Dein.
so dort ganz Israel dort seine Wort. Und dann sagt David zu Nathan, ich habe gesündigt. So klar als am dat hier verre Eeuwen gevierd wordt, wat dat Problem wir. Wo Nathan am dat sinnbildlich durchstellt und wo am dat plötzlich bewusst wird, ein paar Lieder, eine Familie, die an ein einzigen Schub kämpfen, die dort anhalten sollte, überleben, wird er noch, der Rick ja dem noch weggenommen, und wie schlecht er dort fand. Wie schwer David dort anscheint zu sein, das anzusehen und das mitzuerleben, würde Ungerechtigkeit können überhand nehmen. Bloß er wird dort nicht angeworden, was bei ihm passiert wird. Dort eine große Ungerechtigkeit, wie was er begonnen hat. Aber nun plötzlich sagt er, ich habe gesündigt. Das ist der Moment, wo David nie anfangen kann. Bloß Gott hat gesagt, der Fall von dieser Tod wird die dein Leben lang begleiten. Dort ist nicht eine sehr gute Nachricht. Wahrscheinlich nicht. Wir wirken gut wie nicht Sachen an, die uns von Gott wegbringen, und es steht nur da nur dem. Wir wirken wie nicht Sachen, die Gott nicht gefallen. Und dann sagt die Bibel uns, das stimmt nicht. Dort wird der Mensch plantet, dort wird er armt. Dort wird er säen, dort wird er draschen. Wenn wir schlechtes Sod nehmen, wird unser Arm schlecht sein. Und das wird hier passiert. Dort Sod, was David hier gebraucht hat, das wird gar nicht geht. Und Gott offenbart am durch den Prophet Nathan auch kurz der Fall. Was wird dort wiedergeben? Ich will ein bisschen was erwähnen von dem Fall, was nur dem kommt. Nur das, was David dort getan hat. David hat einen jungen Absalom. Da sagt die Bibel, der hat eine Halbschwester mit Namen Tamar. Und der hat auch einen Halbbruder mit Namen Amnon. Und Amnon nimmt eine ganz kranke Idee im Kopf an. Ein bisschen ähnliche, was David gehört hat, als der von ab dem Balkan mal sagt, dass Urias seine Frau sich bereinigt hat. Amnon, der war krank im Kopf. Und der fing an, ein dringendes Verlangen, um seine Halbschwester zu kriegen. Und er war kränklich, er nahm ihn auf. Und dann sagt einmal ein Freund zu Amnon, ich will dir mal helfen, wenn du willst. Stell dich mal wirklich an als ein Kranker, der muss gepflegt wurde. Und dann wird irgendwann der Kenning, nämlich sein Vater, noch am Tisch gekommen, und der wird dann nicht schwierig worden, was ist bloß los mit dir? Und dann sagt er, gebt mir doch Tamar, dass der hier bei mir Kirche kommt und mich versorgt mit Eten. Und die Idee, der schönen Abend und scheint zu sein, und sie hängt dort an. Sie fängt dort ganz an, mit einmal wie die kann ich tun, und dann sagt er, aber Abend und was bloß los? Wieso wirst du sie denn? Und wieso sind diese krank und möglich? Und dann sagt Abend, ich würde dort Tamar, Hij gesagt wordt dat hij mij met eten verzorgen deed. En dat ik van uit ihrer hand eten kon. En de Kennis die ging erop aan. Zijn jong moest je bedankt worden. Had wie een jong, dem had hij gieren. Aber Amnon lässt dat uit en wat schlechter tun. En hij, als sich dat eerst erjuift, dat Tamar van am Kerker kwam, vergewaltigt hij zijn Halbschwester. Nachher wird Amnon sein Hort so besser gefällt, dass er nicht mehr von Tamars weiter will. Und er wird so aggressiv an Eva und schickt seine Deiner Fuß hier mit dem Mejal. Der will ich hier nicht mehr sein. Rüt mit euch und schlüte der auf. Was wird plötzlich passiert?
Du wird dort passiert, was damals bei Adam und Eva passiert hat, als sie im Garten waren und sie heute von der Frucht gegessen, was sie nicht sollen. Und dann, als Gott das Ärmer an Besitz gekommen, verdreckte sie sich und fühlte sich plötzlich nackt. Sie wäre plötzlich mit der Batterie voll gefällt, sie können nicht mehr an Gott seine Gegenwart kommen. Die Herrlichkeit Gottes, die wir an der Eva rumpelt. Das ähnliche wie mit anderen passiert. Dort, wo er seine Schwester angetan hat. Dort wie eine Schau. Absalom bejehen Tamar, so traurig als sie aussah. Und fragt, was ist bloß los, meine Schwester? Haf Absalom die Wort angetan? Und dann sagt er zu ihr, sei dort bloß keinem. Und Tamar wohnt bei Absalom, sein Haus. Als der König David das hier, was du geworden wir, dann sagt er, dann wie heißt Saja fuchtig. Abnon, was hast du bloß getan? Aber Abnon, wir sind älster sehen, und er hält viel von dem. Er hält große Stärke von Abnon. Du wehen, da der König am gar nicht beschuldigen. Er hält te viel von Abnon. Und dort merkt, dass Absalom sein Hort besser wird. Diese Ungerechtigkeit. Und das ist ein von den Punkten, wo ich von dir möchte verheben, was uns muss klar sein. Disziplin. Kinder ertragen. Die über uns in unsere Verantwortung sind. Wann sind denn kommen die nicht tolerieren? David läuft heute Abend und wird göttet. Weil er am Geld wie am Jieren hat, dass er am nicht schelle do weh. Er leidt dort Tag. Dort braucht Anheil in seine ganze Familie. David nahm nicht Stellung zu dem Problem, was gekommen wird. Und dort sagt er im Vers 22, in 2 Samuel 13, Absalom verbessert sich mit seinen Brüdern an, als er mit Tamar schon getrieben hat. Aber er sieht nichts an. Nicht gödet, auch nicht schlechtet. Aber das ist dein Bruder. Absalom hielt dort Berne. Und das war Ermairata. Aber plötzlich plante er in Fast zu merken, seine ganze Familie anzuluden. Dann lädt er dem König an und sagt, die König David haben Absalom einmal her. Das wird nicht schaffen. Das wird nicht schaffen, dass wir alle kommen. Ich glaube nicht, dass du imstande bist, das ganze Volk abzunehmen in einem Ethetier. Aber Absalom prahat, kommt doch. Und dann will die König David nicht anwählen, sagt Absalom zu ihm, dann schick doch wenigstens an und den Brüder, den Ältesten. Schick doch wenigstens meine Halbbrüder. So kommen dann was durch. Und als Absalom das durchgeschrien hat, dann hat er all seine Jahre durchgemerkt mit viel Verbesserung, die er genährt hat in seinem Hort. Und der immer gerade dann stolz geworden wäre. Und dann sagte er zu seinen Deiner, dort renn alles, was ich ihnen sagen will. Und dort wir der Plan Absalom, sein Bruder, der bei sein Vater David sehr groß angeschrieben wird, umzubringen. Und dort passiert, ab das Fast. Dort wir nicht eine gute Sache. Aber denk wie daran, als der Prophet Nathan nur David kam und ihm das verteilt von dem Schub. Und dann sagt er nur dem, da wurde harte Sache kommen. Ab den Leben. Da wurde harte Sache kommen.
ob deine Familie. Schwert wird nicht von dir getragen worden. Kämpfe wird dort bedienen. Immer. Jesaja Kapitel 50, Vers 20 sagt, woi die dort Gelde schlecht nahen, und die dort schlechte Geld nahen. Das wie hier ein bisschen der Fall bei David. Heu wisst wir, was passiert wird. Heu wisst wir, schlecht dort wie. Aber heu nahm da nicht Stellung. Heu toleriert dort. Und dort für euch sagt Betteln. Und dort für euch sagt Mord. Und das wird von der und Tag und ja ans Bevölkerung passiert. Jesus, der erklärt dort wieder. Und der sagt, wer sich in seinem Hort entschlüttet hat, der brückt nach Gott das Maß heute Scheutratje in den Kopf aufhaken. Der Haf, deut gemerkt. Das, was Jesus uns lehrt hat. Wie viel mehr da sind von der unter uns? Die diese Verbesserung ernähren, alle Tag zu eten geben. Mit keinem da ewa reden gehen. Dort nicht wieder vertan. Aber irgendwann kommt der Partout, dort hat ich Platz. Und dann ist das für uns nicht zu kontrollieren. Wir finden eine ganz interessante Angelegenheit, und ja, diesem Aufschnitt, wo Absalom dann seinen Bruder umgebracht hat. Und weil es nicht weit, wo er nu wieder damit fertig worden soll, dann hört er ut. Er verschwindet, er sieht sich in andere Städte im Wohnen. Und dann hat Jeff sich dort noch eine gute Zeit, wo sein Vater sich anfängt zu bangen, nur Absalom. Und das ist ein Mann, der heißt Joab. Und Joab wird dort ändert, David sich anfängt zu bangen. Und dann fängt er an, weich zu sehen. Und dann kommt er auf eine Idee, sich eine ganz kluge, ausgewischte Früh zu sehen, der er wird Brücke dort. Und der erklärt er dann, was sei tun soll. Weil David hat dort Verlangen, Gerechtigkeit auszuüben. Und dann sagt Joab, diese Früh, sie soll sich mal anstellen, in ferm König gehen, am Help zu brachen. Diese Früh, der hat. Und diese Früh, der vertelt eine ähnliche Geschichte aus Nathan vertelt. Bloß nicht so von einem Schub. Und David sagt, er wird Stellung nehmen dazu. Er ist hier der König. Diese Früh, die sagt, sie sind arm, sie haben 2 Jungs, und die fangen an zu streiten, zu sanken. Aber das so wie kommt, ab dem kommt der eine, der schlägt ihm, anderen so, dass der daran stirbt. Nu will all meine Freundschaft haben, und all meine Freunde, dass ich soll an diesen einzigen Jungen, was ich nach Eva gebe, damit sie dem auch anbringen kann. Und dann fing David auch so angereicht. Eva lot mir dem Fall sagt, ich will mich damit weiter. Die Janske, die molestiert waren, die war ich von der Bühne schaffen. Doch diese Früh kam das so hart für, wo David anschien zu reagieren. Und sie sagt, sie macht das nicht. Dass er sich aschaliert blöd ablodet hat. Ich habe nicht versichert, er wird sich damit weiter, was dort zu tun wird sein. Er sagt, geh in Haus. Und ich war dort für die Real. Diese Freude jetzt wieder. Und er sagt, woran denkst du dann anders mit Gott sein falsch? Sag ich heute Abend. Wenn du sagst zu mir, du wirst dort für mich reden, woran denkst du dort dann anders mit Gott sein Fall? Mit dort, was du gerade gesagt hast, sagt der Früh zu David, hast du dich selbst beschuldigt.
willst du das, du nicht denen einen sehen, laatst drei naar die huis komen. Absalom. Du warst die am mitjammeren. Aber du selbst laatst denen einen sehen, nicht naar huis komen. Wat is luis? Der König wordt hart konfrontiert. Der früh sagt ihm, dass wir müssen alle irgendwann sterben. Ons leven is een water dat op de eerd gegoten wordt. Absalom kwam durch diese Aktion, wat hij früh naar dem Opdracht van Joab nog gedaan had voor David, terug naar Jeruzalem. En hij woont 2 jaar in Jeruzalem. En hij durft dem König nicht sein. Hij durft dem nicht sein. In 1. Samuel 13 lesen wir, Gott hat sich einen Mann uitgelesen nur seinem Hort. Wenn wir diese Aufschnitt wissenschaftlich erklären wollen, wo wir uns verlieren, viele Sachen mögen nicht sein. Waarom dat David zo? Kon ons waarschijnlijk een vrouw opkomen, die we vielleicht gekocht worden baan voor die kennen. Aber nur 2 Jahre heeft dat eine Versäumnis. Und du sagst dort, en Joab ging nur dem König en zei hem, wat Absalom will. En der König lässt Absalom kommen. En Absalom schneidet sich vor dem König mit seinem Gesicht bad auf die Erde. En der König gab Absalom einen Kuss. Diese Horde Staub, die sie da gegangen wird. En dat basiert alles op dem Dreh, wo Nathan te David, wo Gott durch Nathan te David sagt, dat wordt für die hart worden. En die ene Familie wordt dat hart worden. David ist ein großer Held gewesen. Doch als er am Schluss ankam von seinem Leben, wieder das waren am kleinen Hand. Viele Sachen, was angedrungen werden in seinem Leben, die Gott gar nicht gefallen hat. Wie sieht das bei unserem Leben aus? Es auch Verbesserung bei uns, die wir groot worden laten en wassen laten doen, dat ons jij en onze medmensen immer meer afstand opbeuren. Zijn we ook zo als David, die de Einstellung hat, en reut is, alles auf te schaffen, wat in onze eeuw aangereicht anscheinend te zijn. Zoals dat Beispiel mit dem einen sein Schub und waren nicht an, was selbst bei uns Beine für sich hat. Wo wir im Gedanke jemanden umgebracht haben, wo wir im Gedanke Ehebruch begonnen haben, wo wir Verletzungen verursacht haben. Und wie wurde das nicht an? Fehlt uns vielleicht ein Prophet aus Nathan, der uns die Geschichte vertellen kann, wo der ich wie gerne zu Amt hier komme? Nur diesem Sturm, David, soll wie im Neuen Testament als Jesus gekommen, der von diesem Sturm kommt. Und der hat für uns viele seine Beispiele, die uns vertellen hat. Weil wir können zur Ansicht kommen, weil wir können zum Amt hier kommen und weil wir können zum Leben kommen.
Wie sieht das bei dir aus? Ist bei dir Verbesserung in deinem Hort im Kernich gehen, Eva? Ist bei dir Verbesserung in deinem Hort, deine Schwester gehen, Eva? Bist du auf der Flucht, ständig so eine wem mit dem Stich zu kommen, die nicht mit der Realität zu konfrontieren? Da möchte ich die von der ein paar Verse hören, in 2. Korinther Kapitel 5, 18 und 19. Du sagst dort so, das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Heuhaft uns, der Abguf gegeben Menschen von Gott, sein Angebot unterreden. Und mit ihm, dass er mit ihm versöhnt worden kann. Dort ist Gott wie in Christus und heu versöhnt die Welt mit sich selbst. Heu verjäuft die Menschen ihre Sünde und hält an den nicht mehr fair. Und heu haft uns die Botschaft von der Versöhnung unvertritt. Heu haft uns die Botschaft von der Versöhnung unvertritt. Damit wir die wiedergeben. Dort wie dort ähnliche, was Joab deut. Mit Absalom und David. Dort Absalom und David sich versöhnen können. Von der Repetiteur, wenn du in Zank lebst, wenn du in Verbesserung lebst. Gott ist gekommen in Christus, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Aber das sind drei einzelne Personen, die hört updein. Und jo zei zu Jesus und zei, ich will Verbesserung lösen. Ich will Rache Wunsch lösen. Und ich will geheilt werden. Für dich ist Jesus durch. Der ist gekommen, damit wir mit dem Vater versöhnt werden können. Und ich lade dich an, wenn du einer von euch bist, der für den König wahrgerannt ist, komm rein. Komm rein König. Der über alle Königs ist. Der vom Sturm David kennt. Jesus Christus. Der, was die von dir mit dem himmlischen Vater versöhnen. Seid arm. Herr Jesus, ich sie wahrgerannt. Ich habe für die gesündigt. Ich sie verbrochen und verbettert. Viele Beziehungen sind kaputt gegangen. Aber so als ich sie, komme ich von der und die. Und ich die mein Leben. Und bete du, so als Paulus das hier formuliert, meine Sünde vergeben musst. Und ich danke dir dafür. Dass ich nichts betonen kann. Und keine Möglichkeit habe, weiter Geld zu merken. Dass du mich vergibst. Und dass ich durch die nicht in Not kann, mit Gott versöhnt sein. Und diesen Frieden in meinem Hort habe. In Jesus seinen Namen. Amen. Ik går om deze weg. Ik dacht er worden all von. Aber du hast niemals versagt. Ich lüge ohne Ändernis.
Ik weet de confession. Wenn du hast noch niemals versagt. Din Versprechen blir stånd. Har du bestämt tru, hemma tru. Ik zie en dine häng, trots mina gelåtenhet. Du vill stämma tru. Ik weet de nacht vergehen. Ik weet har du hältst din vård. Min hart vad det är heaven har. Jesus, du bäst nu. Trots mina gelåtenhet. Min hart vad det är heaven har. Din Versprechen blir stånd. Har du bestämt tru, hemma tru. Ik zie en dine häng, trots mina gelåtenhet. Du bäst tru. Din Versprechen blir stånd. Har du bestämt tru, hemma tru. Ik zie en dine häng, trots mina gelåtenhet. Du vill stämma tru. Ik hab je zoen, du beweist de boy. Je har ik glöj. Du förstår nu vad det dön. Du merkst ein Weich, wo nicht ein Weich wir. En har ik glöj. Du förstår nu vad det dön. Ik hab je zoen, du beweist de boy. Je har ik glöj. Du förstår nu vad det är. Du mötst ein Weich, wo nicht ein Weich wir. En har ik glöj. Du förstår nu vad det är. Ich hab je zoen, du beweist det boy. Je har ik glöj. Du förstår nu vad det är. Du mötst ein Weich, wo nicht ein Weich wir. En har ik glöj. Du förstår nu vad det är. Du förstår nu vad det är. Din Versprechen blir stånd. Har du bestämt tru, hemma